An der Bevölkerung gibt es ganz viele verschiedene Vorstellungen über Autismus. Ganz viele verschiedene Klischeen über Autisten. Und wir hatten uns gedacht, dass wir einmal die autistischen Personen selber fragen, was sie von den Klischeen halten. Und ein Urteil als, dass autistische Menschen nicht schwätzen. Was siehst du dazu? Es gibt Leute, die schwätzen viel. Es gibt andere, die schwätzen Männer. Und Kinder, die können gut nicht schwätzen, und die drücken sich eben auf ihre eigene Art aus. Das ist richtig. Und wie ist das bei dir? Es sind wie Wasserfälle, schwätzen viele. Also hängt davon ab von Autismus. Zum Beispiel, ich kenne eine Person in England an meiner Schule und hat eine Kondition, die heißt Selective Mutism. Und das heißt, dass hat kann schwätzen, aber will nicht schwätzen. Und das heißt nicht, dass er kann nicht schwätzen, das Social Anxiety, das soziale Anxiety. Ich bin soziale Person, ich schwätze ganz viel, ich habe ganz viele Freunde am Theater und Musik. Wenn ich schon Angst, wenn ich dann ganz Angst habe, dann kann ich nicht schwätzen. Und das heißt, dass ich nicht schwätzen kann, wie gesagt. Das ist meine Technik, weißt du, das ist meine Taktik. Jede Person mit Autismus hat seine eigene Taktik. Und heinst du, das geht oder heinst du, das geht nicht. Und wir müssen experimentieren, wir müssen herausfinden, was geht und was nicht geht. Klischee, dass Autisten nicht schwätzen können und eine geistige Behinderung haben, ist nicht richtig. Es gibt Autisten, die eine ganz normale Intelligenz haben. Und es gibt auf der anderen Seite auch Autisten, die haben zusätzlich ein geistiges Handicap. Wir schwätzen an dem Kader von der Autismus-Spektrum-Störung, das heißt Autismus als individuell verschieden. Die Autisten, die ganz stark betroffen sind, haben ganz stark auch zusätzlich ein geistiges Handicap. Die Leute, die Männer stark vom Autismus betroffen sind, haben normalerweise eine gute Intelligenz oder in Ausnahmefällen auch eine Heischbegabung. Das nämlich gilt für den Spruch. Es gibt Autisten, die können ganz gut mit Spruch umgehen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Autisten, die nicht schwätzen oder nur einzelne Wörter benutzen.